Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmläuft. Am Haut war ich für euch einen Film gucken, der schon 10 Jahren existiert. Und von der Macht würde ich schon lange nicht mehr hören. Und los do Top Gun. Als zurück mit Top Gun Maverick. Ja, ist das eine gelungene Fortsetzung gehen? Oder ist das eine absolute Katastrophe gehen? Ja, das seht ihr hier bei Filmläuft. Mo grosse Merci jiin den och kommentéiert huet. Et freet mech ëmmer Ermenung enke kën ze gesinn, an och dee was man Dich kënnen auszutauschen, an op Sachen opmerksam gemacht kën ze ginn, die ma fleit net so direkt opgefallen sinn. Dat ass immer immens flott. Du wenns kommentéiert fleisseg weiter ja. Sommer fir direkt las ze leen schon heinst du mo so Problem mat denen amerikanische Krischfilmer, den Patriotismus, den du so heinst du betriebe gëtt, de stest mehr ein bisschen sauer op an och wat natürlich auch ke Geheimnis as natürlich das mat den Krischfilmer dann auch gerne mo bisssen so man Propaganda betriebe gëtt an du wenn das ginnisch mat der Sache immer bis skeptisch die patriotisch Helden, wo hier d Land muss verteidigen an Welt retten, da das immer so immer so ja. Okay. Nummer dann natürlich schon bei Top Gun, wo natürlich auch bei dem alles schon Patriotismus ganz groß geschrieben wird, die Großhelden durchgestaltet gehen. Und du wenn dann hast das auch, das auch lo heirem natürlich dran. Du wenn das dann noch immer ein bisschen mit engem Zonen zu gucken. Me, du soll da lo weiter nicht gehen. Für mein Gefühl, es sind als Top Gun rauskommen und ich war ein bisschen an den Sitz geblosen. Oder aus dem Sitz geblosen? Der wisst, was ich meine. Weil wenn einem High Gebäude geht und Action-Szenen, das ist bombastisch. Das ist grandios. Du musst natürlich sagen, dafür ist Tom Cruise ja aber auch ein bisschen bekannt. Seine Mission Impossible Sachen, du gëtt Actionfilmer noch op klassisch Äderweis gemacht, mat richsche Szene, mat richsche Props, dat mat richsche Leiit für und allem. An dat mir den Heirem richtig gut, wéi viel dat aber grad an der Film. Dudelt den Handy, man die schon lautlos. Wéi viel dat grad an der Industrie fehlt. Weil Heike denken rich so richtig bewusst, wie greifbar dat alles ist. Aber wéi dat awer mat habt, wann dat net für Greenscreen gefilmt wird, mir wann Leute wirklich an den Jet sitzen, wann du richtig Manövre geflogen gehen, aber wann Kamera opgesieter gehen, an et geseit den Gehkraft op ze wirken, a wie se du gängt kämpfen, an net einfach nimmen du sitzen, wie wann eben am Auto schwesten an de Kaktus wird. Nee, wo engem so richtig vermittelt gëtt, do sitze Leute dran, an du sitze grad Leute zu kämpfen. Und dat fällt oft bisssen hannen iwwer, wo gesucht ja mir mat Greenscreen, dat geht alles mi billig, dat geht alles flott, dat gesagt aber gut aus, ja mir trotzdem erkennen. Und dat ist der Punkt, an dann da packt die Film nicht in so matze Rappe, wie das vielleicht verlangt ist. Und das packt Top Gun Maverick auf alle Fall. Die rappt ihr Schmatt. Aber, also kommt zu meinem großen Aber, fand ich nimmen an den Action-Szenen, an den Dogfights. Du wird den sein riesig groß stärkt. Der Film besteht ja nicht nimmen aus Kämpfen und aus Fliegerflächen. Der Film besteht auch noch daran, wenn wir jo natürlich eine Geschichte weiter erzählen. An den allen Top Gun ist natürlich immens, wie soll ich sagen, das ist schon ein immens plump geschriebener Film. Ne? Zwei Rivalen, Charaktere gehen nicht ganz tiefgründig, Herr Not stirbt, den und das alles traurig. Voilà, das geht heim da weiter. An Hai gehen dann all Erinnerungen verknappt, an et gesei den all gesieterem. Leider also auch Top Gun Maverick von der Story hier nicht ganz tiefgründig. Ich denke, wenn den du nach ein bisschen mehr zu bitte gehabt hat, dann hätte man einen richtig guten Film gekriegt. Aber leider haben wir ganz stark Charaktere, wir haben ganz stark Schauspieler mit dran an dem Team, die aber leider nicht mehr zu so kriegen, wie das, was sie an ihrer Ausbildung müssen so an wie sie hier Mission müssen packen. Aber méi iwwer die Charaktere gewurt ze ginn, dat fällt leider han iwwer. Ich denke du eng Szene, wo den Tom Cruise zu de Leiit seht, ja wann's de Fehler muss, was du dann den bei der Familie geht, dann zu hinne seht, ja dit mal lädt. So net
so nicht Pardon zu mir, so zu seiner Familie Pardon, wann ihre Bof gestorben ist. Ja, mir et kriegt den aber keine Bindung zu den Leuten abgebaut, weil ihn nicht von ihnen gewürgt. Das fand ich dann ein bisschen schuld. Ja, das so also so war auch den allen Top Gun geschrieben. So fand ich, so haben wir aber an der letzten schon Actionfilme gesehen, die das aber dann trotzdem besser hinkriegen. Und ich fand das nicht ganz zeitgemäß, das damals so gang. Mir Haut fand ich, ging da aber genug Alternativen, wo ich so kann. Das wir besser gehen. Du weiter ging ich so, wann der Top Gun will genießen, also den neuen, den Maverick, dann als Regel Nummer 1 schalt einfach mal den Cup aus. Los der berieseln von denen Szenen, die dazu geplant sind, erst aus dem Sitz zu schleudern. Und dann geht der Film auch gut. Und dann geht der Film auch sehr gut. Bis auf die kleine Manko eben. Ein gutes Beispiel daran ist auch Jennifer Connelly, was Penny spielt. Du merkst die so richtig, wenn der Film bis fertig ist, dann merkt ihr so richtig, das Frauenmensch war auch just da für den Tom Cruise schön anzumachen. Für etwas weiteres war halt nicht da. Das man seinen Mann damit zusammen, dass ja, das dann passiert, dann töten kann, dann du geht null ob Problematiken angegangen, du geht null ob Konflikte angegangen, du hast alles an der Reihe, sie super verläuft, hat das doof für Tisch Dogfights, dass den Tom Cruise beim Penny seine Zeit verbringt, an eine Flotzeit wird, an das aber dann auch so ein kleiner Romanz angesteht wird. Dann haben wir den Check dann auch aufgehakt, du mir dir so ein bisschen, den Film geht so ein bisschen nur Schema F aufgehandelt. Ein bisschen doof von ein bisschen high von und da geht das dann nur schön. Ja, schuld. Dann hätten für mich könnten ein 10 von 10 gehen, wenn das auch noch auf den Punkt gewesen wäre, war aber leider nicht der Fall. Mehr für mich steht der Fokus vom Film hauptsächlich auf den Kampf, hauptsächlich auf den Dogfights und du Punkt den an ganzer Linie. Du suchst sich stehen, weißt du, am Kino, mit dem Mund abstehend an, wo ich gedacht habe, wie krass das gerade ist, und wie mattreißend die Szenen sind, und du rappt den Film alles raus. Kommen wir denke kurz auf dem Tom Cruise seine Rolle zu schwätzen, den Maverick. Den Tom Cruise spielt, wie eben Tom Cruise eben spielt. Den Tom Cruise spielt das ganz gut. An den dramatischen, traurigen Szenen, wo ihr ein bisschen traurig muss gucken, denkt den sich halt so, ja, also er war nur ein bisschen stark dramatisch, ein bisschen drüber. Und Tom Cruise fand ich mich immer einen souveränen Job an dem Action-Bereich. Gucken ich das immer gern. Mission Impossible ist zum Beispiel. Da sind auch immer Filme, wo ich mich immer drüber freue, sie zu gucken. Ich fand, es bleibt nie so extrem viel hängen zur Geschichte. Aber während dem Gucken sind immer cool. Macht Spaß. Filme, die einfach Spaß machen. Und selbst muss es ja aber auch gehen. Dann haben wir auch noch, ich komme auf wenig Rollen zu schwätzen, weil da so viele Leute so egal sind. Haben wir dann halt nach dem Miles Teller. Den fand ich auch immer gut spielt. Also ich ging mich frei, wenn ich den ein bisschen öfters gesehen. Sympathischen, gute Schauspieler, den auch einen guten Job mischt. Leider, wie gesagt, nicht genug Dave Gang. Du weißt, da fand ich dann immer ein bisschen schuld, weil den Jungen hat natürlich keinen. Hat keinen. Weil er auf der Rest kommt, ich nicht weiter zu schwätzen. Die üblich dann Generalen, die ihm die Leben will schwer machen. Die auszubilden, die sich gegenseitig rivalisieren, an abstippeln. Ja, das geht es weiter noch zu zählen. Eigentlich nicht viel. Leider geht es zur Kritik dann auch nicht weiter viel mehr zu sagen, außer Wandere gucken gibt, also Wandere guckt den Film, das ist definitiv ein Kinofilm. Guckt ihr stehen am Kino und ich werde den am Laser Ultra gucken, natürlich mit besserem Sound, besseres Bild. Für so Filme ist der Laser Ultra einfach gemacht. Denn wenn die Maschinen da aussprangen, an Sitzer wackeln, weil es so eng bombastisch Geräuschkulisse ist, dafür ist das einfach gemacht. Aber wenn der Film einfach aufhängt mit dem typischen Top Gun-Thema und du siehst Jets vom Träger fortfliegen, das ist schon ein bisschen, das ist schon cool. Da geht ich schon direkt matt gerappt. Da packt der Film dann direkt mal, komm, lo weisen Stammoläps. Wenn der Bock hat, ob gut gemachten Actionfilm, wo die Story ist dann sowieso egal ist, wo der Kopf ausschaltet und einfach eine Action-Szene will genießen, weil der geht da genug dran, dann wird er Top Gun. Dann ist das der Film.
Voilà. Ich weiß nicht, was noch weiter dazu zu sagen. Wenn ich etwas vergessen dann schreibt das gerne in Kommentare. War der Fan vom ersten Teil? Könnt ihr kaum erwarten, den zweiten Teil zu gesehen oder Hudere schon gesehen oder fand der Top Gun sowieso egal war. Ganz egal. Schreibt mal gerne dran, was ihr davon erhaltet. Ich kann nicht kaum erwarten. Dann können wir die auszutauschen. Für den Rest liken, teilen, für das der Kanal ein bisschen mehr nach ein bisschen mehr wusste kann. Das ging mir immens viel Fried bereden. Und für den Rest wünsche ich euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Top Gun Maverick. You